Du bist ausgerüstet. Zwei Varianten. Ich hatte Ersatz hier. Ersatz, ja. Die brauche ich für nach dem Konzert. Ja, wir haben noch ausgerüstet für einmal drin. Ade! Immer geliebt, Feldbergstrasse. Ade. Aber extra aufs Schlechteste gestellt. Ja. In der Schule gemacht. Also immer geliebt, Feldbergstrasse, Haus verkauft. Pasta, du und ich, Frau Nera, alles. Waschi-Song, immer noch. Also mit immer noch das zweitletzte mit nicht ganz so. Der Tourist ist eigentlich ein bisschen Familie. Hey, es ist schon ein bisschen Familie. Der Tourist ist für mich Leidenschaft und Liebe zugleich, weil die Freunde, die dort dabei sind, die bedeuten mir auch mega viel und für das gebe ich auch mega viel. Le Tourist für mich bedeutet Familie mittlerweile. Wir sagen immer seit 10 oder 12, aber wahrscheinlich eher jetzt gleich mal 15 Jahre zusammen unterwegs. Für mich so ein bisschen der Ort, wo ich kreativ sein kann in meinem Leben. Ich glaube, es ist ein bisschen Familie. Aber er hat gesagt, Also ich sage dir am Schluss, ich mache noch länger. Das wird länger brauchen als mein Job. Ja, braucht es nicht. Also ich behaupte immer... Ja, das kann ich gross sagen. Ich behaupte immer, ich bin ja der geistige Vater von dieser Band. Oder? Der geistige, weil ich eigentlich nur die Idee gebracht habe, aber wenig von den Skills. Und das haben die anderen gemacht. Nein, an und damals, so wie ich die Geschichte erzähle, habe ich mit dem damaligen Saxophonist, Raphael Rudin, wir wollten eine Band gründen. Und er hat Saxophon gespielt und ich habe gar kein Instrument gespielt, sondern ich habe ein paar Texte gehabt und habe gefunden, ey, ich soll eine coole Band haben. Und so hat sich das irgendwie ein bisschen ergeben. Ich habe den Benny ein bisschen besser kennengelernt, schon gewusst, wer er ist, aber nicht gewusst, dass er Klavier spielt. Dann mal mit ihm angekocht und dann haben wir schnell ein Lied gehabt. Also die Grundmitglieder, der Tim und der Matthias, die habe ich schon von der Sek gekannt. Wir sind zusammen im Schülerchor gesehen, ich und der Tim, und in der Schülerband Matthias und ich, und eigentlich dort schon zusammen auf Musik machen. Zur gleichen Zeit oder vielleicht fast noch ein bisschen vorher bin ich mit dem Matthias auch zusammengehockt bei ihnen oben im Kinderzimmer in Sim. Und wir haben halt davon gehabt, hey, eine Band wäre mega nice und so. Und dann haben wir irgendwie auch 1, 2 Lieder so ein bisschen angefangen zu schreiben. Also Kind sind wir nicht mehr gesehen, es ist so ein bisschen spätes Jugendalter. Und der Tim ist dort auch schon mit dem Raffi, dem Saxophonist, dem ursprünglichen, in der Gimchor-Band irgendwie gesehen. Und das hat sich dann wie weitergezogen. Und der Tim ist dann irgendwann zu mir gekommen. Dann hat meine Mami gesagt, von unten auf, was ist das für ein Minnegesang? Hört mal auf. Und dann hat der Tim abgeschrieben, ja, wir gewinnen mal einen Swiss Music Award. Wart nur ab, Uschi. Sie heisst Ursula und wir nennen sie Uschi. Und der Tim findet das natürlich super lustig. Hat dann zurückgeschrien und gesagt, wart nur ab, wir gewinnen schon noch einen Swiss Music Award. Ich weiss noch, Matthias, seine Mutter hat uns damals ausgelacht und gesagt, ja, das wird gar nicht. Und es ist wieder irgendein Blödsinn, den ihr im Kopf habt. Und sowieso in einer Woche ist das wieder gegessen. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen zusammengefunden. Und dann sind wir das vierte gesehen, der Benny, der Raffi, der Matthias und ich. Und Sarah ist dann ein bisschen später, also einen Monat oder ein paar Wochen später dazugekommen. Und das war der Anfang der Band. Am Gym haben wir dann mal irgendeinen Infotag geschwänzt und gefunden, wir gründen jetzt eine Band. Und haben die dann zusammen irgendwann in einem Abstellräumchen am Klavier, hochformell, nicht so formell, gegründet. singen wir, oh, das ist so
uns ab und sie lacht mich an. Hörst du die Frau, die wir lieben? Der Name war bei unserem allerersten Konzert gewesen, und zwar im Zeig. Das ist so eine offene Bühne, wo du 10 Minuten Zeit gehabt hast, um deine Sachen zu präsentieren. Ist schon so ein Moment gewesen, wo wir wie an die Öffentlichkeit gegangen sind und nicht den Geburtstag von der Tante, Onkel XY im Freundeskreis gespielt haben und auch nicht irgendwie in einer anderen Formation, sondern wir 4. Ich glaube, der Benny, der Matthias und ich und vielleicht noch der Raffi und haben dort 3 Lieder gespielt, die wir schon hatten. Und dort ist es nachher darum gegangen, hey, wie heissen wir? Und der Benny hat irgendwie gefunden, jo, Schneepal, wegen Schnee und Nepal. Und ich fand es, ey, Alter, ich kann jetzt nicht so relaten irgendwie dazu. Ich bin immer noch auf Schneepal. Ich weiß nicht genau, was seine Beweggründe für Les Touristes waren. Wir hatten dann eben als Alternative Schneepal gehabt. Ich frage mich nicht, wieso, ich weiß es eigentlich auch nicht. Schneepal wegen Schneeball und Nepal. Die Mischung von dem ist Schneepal. Wäre die Option 2 gewesen. Ich bin saufroh, heissen wir nicht Schneepal, sondern Les Touristes. Und irgendwie, ja, das ist cool gewesen. Dort haben wir uns wie geoutet, ja, wir sind Les Touristes. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, Les Touristes. Und das ist dann hängen geblieben. Obwohl es jetzt, und das werden wir oft wieder gefragt, nicht so viel Bezug hat zu der Mundartmusik in dem Sinn. Aber es war ein Name, der mir zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, cool vorkam ist und unkompliziert und locker. Aber die genauen Beweggründe weiss ich nicht mehr. Wir haben begrenzte Auswahl gehabt. Es war wahrscheinlich der weniger schlechte von beiden. Wir sind auf die Bühne und haben gesagt, wir spielen 3 Songs. Und am Schluss haben wir so gesagt, entweder heisst es Schneepal oder Les Touristes. Und irgendwie war der Fall klar, dass Les Touristes besser tönt. Und dann hat es einfach Les Touristes geblieben. Und wir haben ehrlich gesagt auch nie so eine grosse Namensfindungs... der Prozess ist gar nicht so gross. Ich glaube, das ist auch gut, weil viele Bands verbeissen sich dort in diesen Namen und ändern sie. Und ich glaube, das ist immer schwierig. Und wir haben dann einfach gefunden, jetzt ist es halt so, sie haben einen Wettbewerb gegangen zusammen und das ist einfach so geblieben. Sind der Kopf immer irgendwo? Ja, miteinander. Das sind Les Touristes. Ich bin der Tim, der Sänger. Das kommt nicht Sie ist nicht von da. Sie ist nicht bei mir. Ich bin der Schlagzeuger. Ich mache nicht. Wir holen die ganze Band. Keine Roots, keine Wurzeln. Jungs, braucht nur ein kurzer Swipe. Übers Telefon, Swipe sicher 100 voll. Alles immer wundervoll, alles immer easy. Ich leg meine Hand auf deine, die Stimmung plötzlich easy. Ich frag dich, was hast du? Sagst alles easy. Du sagst alles easy. Und dann so etwas geht. Der letzte Sonnenstrahl wandert blau in Abendrot. Das ist mein Moment. Wegen dem bin ich da. Das ist meine Differenz zwischen Leben und Tod. Nur die einzige Stunde, nur die Kette vom Moment. Sie spielen das letzte Lied und es geht auf den Moment. Und ich will noch einen schreien, doch ich kann nicht verschweigen. Und dann passen meine Ohren und das Lied in die Hand. Fühle es auf Party, du bist der Schock. Du bist mal Party, wir gehen auf Gefängnis. Wie seiner Mixel, verschüttet Gedanken. Jeder Mixel, viel im Lässig, hey, ich fühle es auf Party. Du bist der Schock, du bist mal Party. Sei ja die erste Stopp. Jetzt sind es 15 Die haben sich eigentlich zuerst gefunden im Gym Liesl, wo sie sich dann getroffen haben und dann irgendwie wollten Stars werden, damit sie irgendwie Mädels aufreisen oder irgendwie so. Das war eigentlich so der Ursprung, was ich gehört habe im Nachhinein. Ich bin dann erst ein bisschen später dazugekommen, weil ich bin im Primar gegangen. Wir kommen aus Bus mit Matthias und Tim zusammen im Primar gegangen. Und ich habe immer ein bisschen gefilmt und so. Und dann einmal einer gesagt, hey, komm doch mal in die Band, so, willst du nicht mal filmen? Oder ich weiss auch nicht genau, ob ich mal mit bin und gesagt hey, ich will auch auf Strassenmusik mitkommen und doch ein bisschen filmen und ein bisschen das machen und so. Und dann bin ich mal mitgegangen und dann hat Benny gesagt, jo, Alter, was ist das für einer? Und dann wollen wir jetzt nicht auch noch mal so einen Busner irgendwie da in der Band. So. Und dann habe ich aber trotzdem bin ich dort, glaube ich, mal mitgegangen an Strassenmusik und dann ein paar Videos gemacht und dann war das irgendwie cool gewesen und so ist das dann irgendwie entstanden. Seitdem bin ich eigentlich dabei. Wir sind hier im Backstage-Bereich so Les Touristes und
Sammy, musst du jetzt das filmen da? Der Live-Scheiß. Also los! 12 ab, dünn Schiss! Wir spielen am 12 Uhr in der unteren Halle für euch. Bis dann. Halt, ein bisschen seriös jetzt. Kommen alle, die Turnhalle muss platzen. Wir freuen uns. Und sie sind wieder abgekommen. Hallo zusammen, wir sind jetzt hier live im Backstage-Bereich und wir gehen jetzt gerade zu den angesagten Stars, die heute noch werden spielen im Les Touristes. Also wir sind jetzt hier live im Backstage-Bereich und die angesagte Band Les Touristes wollen wir jetzt gerade Backstage filmen. Schauen wir doch mal, ob sie bereit sind. Hallo zusammen, wir gehen jetzt im Backstage-Bereich zu Les Touristes und wir hoffen, die werden die auch alle sehen. Wir sind jetzt hier im Backstage-Bereich. Hallo zusammen! Hoi Tommy! Bleibt jetzt schon alle Tommy? Am 12. Uhr spielen wir für euch. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir ganz viele bekannte Gesichter sehen. Kommen doch alle ab, das ist mega geil. Merci vielmals und in diesem Fall sieht man sich später. Ja, voll, bis dann. Tschüss. Auf die Frage, ob ich mir überlegt habe, auch mal Instrument spielen oder singen und so, nein, weil es gibt etwas, was ich nicht kann. Und das ist Singen oder musikalisch sein, da bin ich richtig schlecht. Nein, ich bin absolut talentlos. Ich bin auch mal mit dem Team, sind wir in Ferien auf Frankreich, Südfrankreich. Und dann hat Tim gesagt, hey, es wäre doch cool, weißt, wenn ich einmal kann, dann könnte jemand anderes singen. Und du bist der Einzige, der alle Lieder kann. Weil ich einfach immer alle Lieder auswendig können, weil ich halt auch durchs Video schneiden alle 100 Mal hören musste und so. Und dann haben wir tatsächlich auf der Autofahrt Richtung Frankreich probiert, mir ein bisschen Singen beizubringen. Aber nach einer Stunde haben es dann alle aufgegeben. Sowohl Benny wie auch der Tim haben es aufgegeben und haben gesagt, ich glaube, du musst lieber wieder ein bisschen filmen und ein bisschen andere Zeugs machen, weil es ist wirklich ganz schlimm. Von dem her, nein. Wo man es nicht so fühlt, wo man einfach denkt, heute wäre ich am liebsten im Bett bleiben, heute irgendwie ist es nicht so gut gelaufen. Und ich muss ein bisschen vorwarnen, für die Leute, die sich das nicht so gewöhnt sind, das nächste ist ein bisschen vulgär, aber lasst euch nicht schocken, das ist so ein bisschen hart, wie das halt einmal passiert, wenn man einen Text schreibt. Ich bin gar nicht froh, das heisst, was uns vielleicht unterscheidet von anderen Bands zu diesem Zeitpunkt ist, wir haben nie Covers gespielt. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, primär wahrscheinlich aus Faulheit. Und wir haben sehr schnell, und das ist fast das Wichtigere, wir haben sehr schnell eigene Songs gehabt, die wir dann zeigen können. Und es hat sehr schnell eine Identität geschaffen, wo wir sagen, alle Touris, die machen Mundartmusik, bla bla bla. Wir sind dann auch gleich mal an einem Wettbewerb, dann haben wir das zum Glück noch gewonnen und so. Aber es war sehr schnell etwas, das wie eine eigene Identität und dann auch eine eigene Dynamik entwickelt hat. Also ich glaube, die erste grosse Erfolg, wir haben am Anfang immer so Bandwettbewerbe gemacht und die sind gar nicht so schlecht gelaufen. Das war eigentlich immer so ein bisschen ein Höhepunkt gewesen. Und das war sicher etwas Spezielles gewesen, dass wir dort so ein Wettbewerbsformat mitgemacht haben. Und dann für mich auch immer sehr spezielle Erlebnis gewesen, Strassenmusik machen, wenn wir auf der Straße waren und dann plötzlich ist irgendwie jetzt retrospektiv Millionen Leute, nein, vermutlich sind es gar nicht so viel gewesen, aber wenn schon mal irgendwie 50, 60 Leute bleiben stehen und dir zuhören und wirklich so auf 3-4 Songs dort bleiben und so ein Konzertmoment entsteht, das war schon etwas mega Besonderes gewesen. Und ich glaube, das ist immer noch da. Und für nachher ist wichtig, immer schön aus der Hüfte schaffen, nicht, dass das neue Diskussion gibt, wenn wir nicht. Und rechts, links und rechts. Jawohl, ich sehe Bewegung im Publikum, das ist wunderschön. Rechts. Also die Frage, wenn es bei uns mal so Klick gemacht hat oder bei mir und ich das Gefühl hatte, wir haben etwas erreicht mit der Band. Ich finde das noch schwierig, weil für mich ist es halt immer auch noch ein bisschen eine Schülerband und wir sind alles ein bisschen
Amateur und es ist kein von uns Profimusiker. Und von dem her ist für mich immer, habe ich auch immer so ein Imposter-Feeling. Ich immer denke, hey, was machen wir eigentlich hier auf dieser Bühne? Und unser Team, unsere Techniker, die sind alles Musiker und die können das alle hure gut. Und ich denke jedes Mal, ich muss immer ein bisschen lachen und denke, wie haben wir uns eigentlich hier angemogelt? Von dem her fühlt sich das für mich immer noch so, das erreicht immer noch sehr mit viel Staunen an, dass wir dort gelandet sind, wo wir sind. Irgendwo nicht bei mir. Und jedes Mal, wenn sie geht, übergeht sie mir. Und sie ist nicht von da, sie ist nicht bei mir. Ganz erwachsen im Himmel und sie wächst in mir. Keine Wut, keine Wurst. Genau, und dann hat es noch 2 Wechsel gegeben. Dann habe ich dort irgendwie den Raffi noch mega lange probiert zu überreden und gesagt, hey, schau, das ist, für mich war es eigentlich der Untergang gewesen, wenn jetzt irgendwie eine Band verlässt. Ich habe das richtig schlimm gefunden, weil ich so dachte, hey, wenn es jemand geht, dann ist irgendwie alles scheiße und so. Ja, aber er hat sich dann nicht umstimmen lassen und dann sind wir eigentlich am Punkt gestanden, wo wir gesagt haben, ja, wir brauchen irgendeinen anderen, wir brauchen einen, der Saxophon spielen kann, am besten noch Klavier und noch ein bisschen singen. Dann haben wir in der Zwischenzeit niemanden gehabt, einen Monat, 2, 3. Und dann haben wir den Simon am Konzert von Ira May und dann irgendwie angeschrieben über 3 Ecken und dann ist er mal vorbeigekommen und hast du gefunden, ja, nein, ich will eigentlich nicht mehr so aktiv Musik machen. Und dann hat es mir gleich der Emily genommen, weil er es, glaube ich, irgendwie cool gefunden hat. Irgendjemand hätte die Leute an Bord holen. Ja, ich weiss es schon noch. Ich habe ihm nämlich geschrieben und ich habe die Nummer von Tobias Metzger, Shoutout von Carvel, bekommen. Beziehungsweise nicht die Nummer, sondern er hat gesagt, oh, er hat es nicht so gerne, wenn man die Nummer ausgibt, sondern auf Facebook. Dann habe ich auf Facebook geschrieben, so richtig altmodisch. Das ist natürlich dort ein Spam. Irgendwie einen Monat liegen geblieben. Dann hat sich der Simon gemeldet, er ist dazugekommen, ist in der ersten Probe und hat ganz klar einfach mehr Spass an uns gehabt als an der Musik. Wir sind einfach zusammen Velo heimgefahren, wir sind fast am gleichen Ort in Basel, haben wir damals gewohnt. Und sind so heimgefahren und haben gerade noch irgendwie eine halbe Stunde geredet, haben angehalten bei der letzten Kreuzung, wenn ich gesagt habe, ich muss links, und haben eine halbe Stunde geschnurrt. Das war unser erster gemeinsamer oben gesehen. Und es hat einfach gerade gefunkt, menschlich, hoffe ich, Simon. Hast du das auch gesagt? Damals noch auf Facebook bin ich angeschrieben worden. Ich habe es mega lange gar nicht gesehen. Das ist irgendwie in einem Ordner gelandet. Dann haben wir einen geschrieben und er hat so viele Emojis eingebaut. Und ich habe gedacht, Alter Dude, was ist mit dir nicht gut? Das ist natürlich der Matthias gesehen, ist die Person, die am meisten Emojis braucht. Aber er hat mich eigentlich lustig gemacht. Er hat gesagt, hey, ich brauche unbedingt Saxophonist, wir spielen am Gurtenfestival. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, Gurtenfestival. Ich habe dann noch Videoclips angeschaut und das erste Video, das ich gesehen habe, war Polygamie, wo sie irgendwie halbnackt mit irgendwelchen Großmüttern Klavier spielen. Also ich habe gedacht, Alter, was läuft mit euch? Und musikalisch hat es mich eigentlich überhaupt nicht überzeugt. Aber ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Eine Probe und die Stimmung war einfach super. Wir haben es so gut gehabt und dann hat es eine zum anderen geführt. Dann bin ich eigentlich nach dem Gurtenfestival geblieben. Und er wusste, er kann von Gurten kommen, weil man dort jemanden braucht und so. Und das hätte er sich natürlich nicht nehmen. Der hat eigentlich saufen und ein bisschen sein und gute Zeit haben. Und ich glaube, die gute Zeit haben wir gut kennen mit uns. Darum ist Simon recht easy reingerutscht. Ich habe ein Konzert gesehen, wo er gespielt hat. Dort habe ich gefunden, es ist eindrücklich, also weil er gut gespielt hat und auch eine mega gute Bühnenpräsenz hatte. Live war es dann noch mal ein bisschen anders, weil er ist eher, man würde es vielleicht nicht denken, aber eigentlich im Prinzip glaube ich, eher ein introvertierter Typ. Und wenn er dann halt einfach, wenn jemand Fremdes kommt und nicht so viel schwätzt, dann hast du auch ein bisschen Mühe, um den Zugang zu finden. Aber der Matthias zum Beispiel kann das sehr gut. Und das ist dann eigentlich nachher schnell cool gewesen, vor allem auch, weil wir schnell eben so verbindende Erlebnisse hatten, wie zum Beispiel am Gurten, wo du das Wochenende zusammen unterwegs bist und kannst saufen und hast ein geiles Konzert und so und dann lernst du einen anderen auch besser kennen. Das ist so. Darum ist es eigentlich wirklich schnell eine Freundschaft geworden. Ja. Ich bin langsam ein bisschen nervös, glaube ich. Hey Freunde, schau mal. Das hat Material. Alter, ist das? Cool. Jeder wechselt, sie drüber, sie gehen. Wir fühlen es aber, die Touristen stehen. Die Touristen machen. Nachher nicht so viel später ist Sarah ausgestiegen und dann haben wir Lelli gefragt.
Ich glaube, der erste Eindruck, den ich von der Band ist einfach, die sind crazy. Ich bin ja, glaube ich, ruhiger in dieser ganzen Gruppe. Das ist auch gut so, glaube ich. Es braucht nicht nochmal jemanden mehr, der so crazy unterwegs ist. Aber ich bin dort das erste Mal in die Gruppe reingekommen. Das ist einfach eben die Energie, die die anderen Jungs schon so hatten. So. Und die ersten paar Konzerte, es ist so viel Party und so viel schöne Stimmung. Und alle haben es einfach wirklich lustig und cool haben. Und gleich als Ziel vor Augen haben, auch Leute zu unterhalten. Aber ja, am Anfang habe ich schon gemerkt, passe in die Runde rein. Ich bin wie ein bisschen bräver als die Behauptung. Aber eben, mittlerweile finde ich, es ist auch gut, zwischendurch noch in der Gruppe zu haben. Vielleicht. Nicht völlig over the top ist. Weil das sind sie schon. Ich liebe dir ab und du erzählst mir, wie es dir geht. Was du machst, erzähl dir ab. Sorgen bringen deine Wohnung im Zoo. Und verliebt geht's ja mal. Hab ich aber einfach nicht blöd. Ich weiß nicht mehr, so mir fehlt mal. Nur wenn ich's nö, nur wenn ich's nö. Jetzt hast du. Aber halt auch schon. Eben. Gerade auf der Bühne weiss ich schon, dass ich dort auch sehr gut zu ihnen passe. Er ist ein sehr guter, wirklich ein guter Musiker und hat überhaupt kein Problem gehabt, gerade einsteigen und eigentlich nur schnell zuhören und dann hat es können. Und ich finde das immer eindrücklich. Und ich glaube, Sarah ist nach dem Leimentaler Open Air ausgestiegen. Auch irgendwann um die Zeit, 16, 17, 18, weiß ich nicht. Und nachher ist Lali, glaube ich, in eine Probe gekommen. Dann haben wir gefragt, ob er dabei sein will und dann Konzert kommt so. Und dann hat er recht schnell gesagt, ja, das können Sie sich echt gut vorstellen. Er einfach kommt aus Olten und wohnt in Olten. Das ist dann einfach mit dem Commute noch ein bisschen etwas anderes. Aber im Prinzip wäre er gerne dabei. Und seitdem ist er dabei. Okay. Eigentlich wäre es geil, wenn wir dort wirklich den letzten Schlag falsch machen. Ja, aber richtig. Nicht so gut. Es ist noch lustig, es sind beides introvertierte Typen. Also das ist vielleicht ein Unterschied zu den anderen drei, die noch in der Band sind. Wir drei sind eher ein bisschen extrovertiert oder ein bisschen lauter, würde ich sagen. Der Lali ist aber noch der ruhiger. Also er ist eigentlich auch, kann man auch sagen, der überlegteste. Und wir anderen vier, und da zählen jetzt Simon dazu, ist mehrmals so einfach geschnurrt und laut und auch lustig und halb so wild, wo mal etwas nicht ganz richtig ist. Schau mich an, Rapper in die Kamera. Ich bin weg, bist schon so wenig blendest. Eigentlich ist es gleich, ob du das willst oder endest. Ich muss Und man muss immer, also vor allem Leute wie wir, die laut sind, man muss sich dann immer auch irgendwie in Erinnerung rufen, dass man auch mal zuhören muss und nicht die ganze Zeit schwätzen muss. Und dann kommen eben sehr viele sehr gute Gedanken, wenn man diesen Leuten auch Platz lässt. Aber das habe ich auch lernen mit den Jahren. Das ist nicht von Anfang an mir einfach gelungen. Aber dann kommen extrem wertvolle Inputs. Definitiv. Aber das ist jetzt aber immer die Scheiße. Ja, ich komme schon nicht. Ja, ich glaube, das ist nicht das Problem. Merci vielmals. Herzlichen Dank.
Dank.